Wir leben ein wenig hinter dem Mond, wird man manchmal sagen. Und darum war es dann auch, dass der Mond weitergeschoben wird, dass wir mal vorkommen vor dem Mond, nicht hinter dem Mond. Wir sind dem Mond etwas näher als andere. Was wir nur haben, oben auf dem Berg, da haben wir viel Sonne und schönes helles Licht. Das ist einfach am Abend so schön. Das möchte ich nicht missen. Und wenn ich dann immer noch lange auf die Arbeit fahre und dann früh mir die Welt schon zu Füßen liegt, das gefällt mir. Woanders als in Ortspitz würde sie eingehen. Da ist sich Veronika Greif, die Froni, sicher. Ich bin halt hier geboren und habe hier gebaut. Also der Platz, der stammt von meiner Oma. Die hat einen, also meine Oma, die war Trachtennäherin beziehungsweise eine Nähdere. Und also weit und breit hier in der Scheiben bekannt als Nähdrer von Ortspitz. Und die ist immer zu den Leuten gegangen und hat halt dort die Trachten genäht. Und den Platz hier, den hat sie sich von ihrem Nähdrespfennig, hat dann der Sport. Meine Oma hat es halt immer gesagt gehabt, ihr verdient das Geld, das ist ihr Nähdrespfennig. Was mir in Erinnerung geblieben ist, meine Oma, das war eine sehr genügsame Frau und sie war immer freundlich. Vielleicht war die Genügsamkeit auch Frucht des kargen Lebens hier oben auf der Höhe. Einfach, so mag es auch Froni, die Enkelin. Wie die meisten hier pendelt sie täglich zur Arbeit, ein bisschen wie die Großmutter. Die huckelte im Winter immer ihre Nähmaschine auf und ging auf Stör. Sie ist halt zu den Leuten gekommen und hat dann praktisch dort gewohnt. Das war halt früher so, dass die Frauen also ihre Tracht bekommen haben und also geflickt worden ist und auf Stör ist. Ich hätte gemeint, ich habe es einmal gelesen, dass das vom Stören kommt, weil sie hat ja praktisch in die Haushalte dann praktisch gestört, weil sie war ja fremd. Auch das Wasser brauchte immer schon einen besonderen Umgang. Eustachius Kern, der Eustach, weiß das. Wir haben zwar seit 1911 eine Wasserversorgung, aber wenn halt trockene Jahre waren, dann ist das Wasser halt ausgeblieben. Und unterhalb von Ortspitz fließt so eine kleine Quelle. Die Mutter hat immer erzählt, dass wenn trockenes Jahr war und lange nicht geregnet hat, musste der Brunnen ausgeschöpft werden und dann der Zulauf mit Lappen und Säcke und Decken zustopfen, dass kein Wasser mehr reingekommen ist in der Behältnis da von dem Brunnen. Dürften auch nur 3 Frauen sein und dürften nicht miteinander reden. Das war ein bisschen Aberglauben. Also es muss Tatsache gewesen sein. Das wurde gemacht. Und musste dabei gebetet werden? Oder? Nein, die dürften nicht sprechen. Wahrscheinlich leise vielleicht beten, die dürften nicht miteinander sprechen. Unten an der Moritzquelle kreuzen sich christliche Heilsversprechen und heidnische Sagen. Wessen Stöckerler oben schwimmt, der lebt noch lange. Gleich daneben der Augapfel des Mesners. Die Bergdörfer sagen mir immer, die sind für die Kapelle verantwortlich. Das ist auch ein Anziehungspunkt für die ganzen fränkischen Schweiz, die Moritzkapelle. Im Mittelalter soll hier schon eine Art Vorburg zur Ritterburg oben am Fels gestanden haben. Gewidmet ist St. Moritz dem heiligen Mauritius, Märtyrer, Schutzheiliger der Ritter aus Nordafrika. Im 17. Jahrhundert wurde die Wallfahrtskapelle geweiht. Eustachius Kern ist beseelt. Sehr stolz sogar. Warum? Es ist halt viel Altertum dabei. Und von den Sagen her, mit dem unterirdischen Gang von der Burg hier runter zur Kapelle, die Spuren sollten sichtbar bleiben. Ne? Also die anderen Generationen, die wissen dann immer weniger. Aber man muss halt auch das Ganze ein wenig am Leben halten. Als Kind hatte er hier Kommunionsunterricht. Nun ist er seit 8 Jahren der Mesner von St. Moritz, mit Leib und Seele. Die Lieblingsfigur, das ist die Anna Selbdritt. Das Jesuskind, Maria, drüber die Mutter Marias,
Anna selbst zu dritt. Ja, starke Frau. Ne? Und die Maria ist halt zierlich. Ne? Er ruft ja oft die Mutter Anna auch an, wenn man irgendwelche Schicksalsschlägen oder sonst was. Und meine Mutter hat Anna geheißen zum Beispiel. Ein Rätsel. Kam die Schöne durch die Wirren der Reformation hierher? Das sind dessen, das wird gesagt, dass der wieder Luther gekommen ist. Da sind die Heiligen aus den evangelischen Kirchen stark ausgedrückt rausgeschmissen worden. Oder sie mussten weichen. Wie sie daher dann gekommen ist, das weiß keiner wahrscheinlich. Und da wurde ihnen gesagt, dass sie dann in einen Fischweiher rausgeholt wurde. Und dann morgen steht die Maierndacht an, ist auch wieder zum Vorbereiten, dann in den Freien. Na, also das Nervöse hat sich schon gelegt, so hier mal. Nein, nervös ist man immer ein wenig. Ne? Er kann sich halt nicht so ausdrücken, so hochdeutsch. Und ich mag es halt, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Auf dem Boden des Juragesteins oben auf der Höhe, über der Kapelle, neben dem Burgstein im Wald, leben rund 100 Menschen. Alle betrieben früher kleinbäuerliche Landwirtschaft, bis die Männer auf Arbeit gehen mussten. Am Tag der Marienandacht wächst die Anspannung. Moin euch da. Moin, Veronika. Und hast du schon alles vorbereitet für heute Abend? Soll ich euch ein wenig helfen? Oder 15:30 Uhr, ja, kannst gerne ein wenig dazukommen. Jawohl, kann ich gern machen. ganz Dann gut. bis später, ne? Dann schon danke aber voraus. Geselligkeit gibt's auf der Höhe nur Selbstmacht. So mancher hatte schon mit der Einsamkeit zu kämpfen. Die Vorfahren der Roths hätten deswegen beinahe nicht das Hoferbe angetreten. Und Gunda Roth würde heute nicht ihr herrliches Bauernbrot backen. Für Leib und Seele. Wenn's gut ist, ist auch was gut für die Seele. Gut für die Seele ist es hier auch für Enkel Martin. Huhn Auguste ist sein Liebling. Früher hatten sie noch Milchvieh, heute Angusrinder und ein paar Kirschen. Wir hoffen schon, dass wieder was wird. Aber der Frost, man sieht, hat wieder einiges zerstört. Also ist nicht mehr viel übrig geblieben. Ja klar, das Herz tut freilich ein bisschen weh. Mir pflegt das ganze Jahr, mir investiert was, dass wir was werden. Nicht viel drüber nachdenken. Erst einmal ernten und schauen, was übrig bleibt. Angusrinder, Kirschen und Brot, ein Leitmotiv hier heroben. Leicht verändert bestimmt es auch den Peterhof der Familie Reichhold. Für die Feriengäste gibt's Kirschen und eigenen Schnaps. Meine Herren, Dazu jetzt noch ein Schäuferler-Experiment. Fränkisches Schäuferler, was für unsere Gegend einfach auch traditionell ist. Ich habe jetzt 2-3 Mal gemacht, aber ein bisschen immer an kleinen Schräubchen gedreht, um das zu verbessern. Genau. Dazu brauche ich immer ein paar Opfer, die sich dann anschließend das schmecken lassen. Das ist ein zusätzlicher Einkommenszweig jetzt. Appetit. Lasst euch schmecken. Dankeschön. Warum ist das so ruhig? Die Gröberler schauen schon mal nicht schlecht aus, oder? Passt schon, aber eigentlich schmeckt's überragend. Gleich neben dem Ort der Wald. Für die Froni schon immer ein großes Abenteuer. Na, als Kinder da sind wir immer rübergegangen auf den Felsen und zum Burgstein. Und die Eltern, die haben das nicht immer gewusst gehabt, dass wir da unterwegs waren. Wie das halt so war als Kind, da ist man immer neugierig und will seine Umgebung ein wenig erkunden. Lieblich, schroff und romantisch ist der Buchenwald. Einst stand am Felsvorsprung eine Burg. Die Edelfreien von Leutenbach wurden im 11. Jahrhundert damit belehnt. Doch ihre Spur verlor sich bald wieder. Also wenn man hier oben steht, dann fühlt man sich als Burgherr oder als Burgherrin. Von meiner Oma die Geschichte ist es so, dass die zwei Burgherren, also einmal von Leutenbach und der Burgherr von Reifenberg, das waren zwei verfeindete Brüder. Und da hat der Reifenberger, der hat den von Leutenbach eingeladen und die Familie ist dann nicht mehr zurückgekehrt. Also so ist in der Erzählung. Anders ist es, dass der Burgherr auf einen Kreuzzug
als er nicht mehr zurückgekommen ist. Große Geschichte, versteckter Zauber. Hinterm Walberler lag das schon immer nah beieinander. Der Eustach ist zufrieden. Die Marienmaiandacht fällt nicht ins Wasser. Schöne Marienlieder, das sind ganz alte Lieder. Die findet man nicht im Gebetbuch mehr. Ja, die zwei, was das gesungen haben, ja. Und die hat der Wallfahrtsführer in den Koffer verstaut. Und der rückt die nicht raus. Ne? Herzlich grüßen wir alle, die sich auf den Weg gemacht haben, hier herauf auf St. Moritz, unser Morzen. Der Morzen und seine Ortsspitzer. Ein archaisches Stückchen Franken, weit oben auf der Scheiben.